Herzlich willkommen in der neuen Woche. Es ist jetzt Mittwochmittag und es startet ein neues Abenteuer. Zwar noch allein, aber jetzt gehen wir Fabienne von der Arbeit abholen. Let's go! Gerade angekommen bei der Fabienne, jetzt müssen wir nur noch auf sie warten und dann geht's los! Allgemeine Richtung Wallis. Hallo! Hallo? So, fertig gearbeitet? Ja, willkommen in der Ferien. Ja. Ich kann euch sagen, also es ist sehr cool zu wissen, an einem Mittwochnachmittag, man wird abgeholt vom Schätzli. Mit dem Wohnmobil? Mit dem Wohnmobil, selbstverständlich, weil ich habe jetzt bis am Sonntag auch frei und jetzt können wir noch zusammen ein paar Tage geniessen mit dem Wohnmobil. Das werden wahrscheinlich die letzten sein dieses Jahr, weil nachher werden wir das Wohnmobil einmocken quasi, im Winterschlaf stellen. Aber jetzt zuerst gehen wir noch allgemeine Richtung Wallis. Und vielleicht, wir wissen, dass Verwandte von mir auch im Wallis irgendwo mit dem Wohnmobil umeinander tingeln. Vielleicht treffen wir sie ja, wer weiß, wäre noch cool. Wir stehen jetzt hier am Flughafenrollfeld bei Gruyère. Da vorne auf dieser Seite, da sieht man, dort vorne ist das Rollfeld. Da hat es so kleine Privatpiperli, glaube ich, die hier kommen und gehen. Aber das Allerbeste, das zeige ich euch jetzt noch. Mal abgesehen davon, dass wir ziemlich gerade stehen, was ich sehr geil finde. Wenn man dort rauf schaut, nämlich, sieht man also gerade das grosse Château de Gruyère. Herrlich. Ich sehe schon, da strahlt jemand. Bist schon in den Ferien angekommen, oder? Ja, ist super. Herrlich, kann ich da nur sagen. Oh, schau, jetzt startet gerade einer. Sun, Fun and Cooking to do. Ja. Die Sven hat Hunger gehabt. Also, schmeißen wir die Pfanne an. Und was gibt's Feines? Rösti und Bratwurst. Lecker. Die gute Seele ist wieder zurück im Wohnmobil. Ich muss nicht mehr alles selber machen. Die Kochtdüse ist wieder zurück. Genau, Kochtdüse. Ja gut, du bist da Waschmaschine, oder? Okay. Also es sieht tatsächlich danach aus, als ob wir uns treffen würden, was ja hervorragend ist. Ah, ich glaube, da kommen wir schon. Guten Morgen miteinander, respektive eigentlich schon Mittag. Wir haben gestern Abend unsere Verwandten ja noch getroffen, sie sind noch gekommen, wir haben dann einen super Abend miteinander verbracht, ganz lang geschwätzt und so weiter. Und heute Morgen auch ganz lang mit ihnen gemörgelt. Jetzt gehen wir dann noch schnell zu Gruyère in die Schaukäse ein, ein bisschen Käse posten. Und nachher geht es weiter an einen Stausee, ziemlich an der Grenze. Gehen wir mal schauen. Es wird spannend. Wir gehen wieder mal in den Käseladen. Wen erstaunt jetzt das? Ja.
mir seht ihr die riesen Laib Käse. Je nach Jahreszeit sind da 4'000 bis 7'000 so Laib. Und so ein Laib ist 35 Kilo, also mega schwer. Die werden bei einer Luftfeuchtigkeit von 92% werden die gelagert bei 12 bis 18 Grad Celsius. Und die werden jeden Tag mit dieser Maschine gewendet und werden quasi aus einem Gemisch von Salzwasser werden die eingestrichen. Und je länger die Zeit vergeht, umso weniger macht man den Vorgang. Und dann tut der Käse reifen und je nachdem, das sehen wir hier hinten, 5 bis 6 Monate ist ein milder Käse, 7 bis 8 mittelreif und so weiter, bis 15 Monate und das sind dann die rezenten Gruyère. Ja, wer sich mehr für den Käse hier interessiert, der ist hier so richtig aufgehoben. An dem, wie heisst es da? À la Maison. La Maison de Gruyère. Genau. Wer hier hinkommt, es gibt eine ganze Ausstellung. Für 7 Franken pro Person ist man dabei. Die haben wir jetzt weggelassen, weil wir haben jetzt ein bisschen Käse gepostet. Genau. Und zwar habe ich auch noch nie gehabt. Das ist, glaube ich, ein Alp-Gruyère. Mal schauen, wie der ist. Kennen wir nicht. Ja. Und der hier ist der Klassiker Gruyère. Und dann haben wir noch ein bisschen Tilsiter gekauft. Ja, kann ich wählen. Und jetzt machen wir uns aber effektiv los als nächstes Reiseziel. Wallis. Jo! Let's go! Sven ist gerade hoch konzentriert, weil wir fahren jetzt hier einen Pass auf, Richtung französische Grenze. Entschuldigt, ich kann gerade nicht sagen, wie der Pass hier heisst. Ich zeige euch jetzt noch Martigny. Jetzt haben wir es dann gerade schon ab. So, also der Sven, der hat jetzt also Schwerstarbeit geleistet. Was für ein Strössli, Ja. recht abenteuerlich. Gegen oben wird es immer schmäler. Aber gratuliere, hast du das super gemacht. Wir haben es gemacht und jetzt schaut mal, wie schön dass es da ist. Mega schön, hä? Immer schön die Luft anhalten beim Fotografieren. Die Fotos werden dann viel besser. Oh ja, cool.
ihr gesehen habt, ist es mega schön da. Darum haben wir uns auch entschieden, hier oben zu übernachten. Was lässig war. Allerdings hat es die Nacht unglaublich angefangen zu winden. Und es hat brutal gewindet. Das ganze Wohnmobil hat es so gemacht. Und wir haben es überlebt. Und wie es weitergeht in unserer Reise, das seht ihr nächstes Mal. Also bis später, wenn es wieder heisst Svefa on Tour! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour!